Herzlich willkommen, Freunde, zu einer neuen Ära hier bei Anno 1800. Ja, die vierte Season ist da, beziehungsweise der vierte Season Pass mit 9 DLCs. Und hier unten schon mal sieht, haben wir hier 3 Stück in petto, wobei 2 davon noch im Verlauf der restlichen Welt kommen sollen und angeblich soll dabei die neue Welt sehr ausgebaut werden. Sogar mit neuen Bevölkerungsstufen etc. etc. Oder irgendwie Reich der Lüfte soll sich eben auch um Luftschiffe in der neuen Welt drehen. Da will man offenbar noch einiges machen, aber nicht nur die beiden DLCs, sondern auch der erste DLC hat schon mit der neuen Welt zu tun und soll ein bisschen darauf einstimmen. Und zwar Keim der Hoffnung. Beginnen Sie mit der modularen Hacienda, eine landwirtschaftliche Revolution in der neuen Welt. Vergrößern und verschönern Sie Ihr Anwesen, verfügen Sie Erlasse für Ihre Insel und erhöhen Sie mit Dünger die Produktivität Ihrer Nutzpflanzenfarmen. Enthält außerdem das Szenario Der silberne Käfig. Spielen Sie als Vasco Oliveira, trotzen Sie den extremen Wetterverhältnissen der abgelegenen Region und schaffen Sie es unter knappem Fristen eine königliche Münzprägerei zu betreiben. Neue Inhalte, bereits erwähnt, die Hacienda mit Hacienda-Modulen, soll also ungefähr ein bisschen ähnlich sein wie die Speicherstand der alten Welt. Nur dass es halt vor allem darum geht, die neue Welt produktiver zu gestalten. Und das Szenario, das silberne Käfig. So. Ich würde mal sagen, Freunde, wir legen direkt los. Ich bin nicht mehr sicher, ob bei dem hier schon das drin ist. Dächer der Stadt. Kampagne fortsetzen. Jetzt haben wir auch hier einen neuen Punkt Szenario. Ja, ich muss hier mal ganz kurz noch etwas erwähnen, Freunde. Das sieht man auch, wenn man jetzt hier auf Laden klickt. Sieht man hier, was ist denn hier? Szenario, was ist passiert? Es ist so. Ich gehe mal ganz kurz hier rein, dann können wir dann ganz kurz laden, dann sieht man es wieder. Dann mal den hier, war da davor, bevor keine Hoffnung aktiviert wird. Und zwar, der Punkt ist relativ einfach. Ich habe diese Aufnahme schon mal begonnen, vor 2 Tagen, und dann gedacht, hey, cool, da das Szenario silberne Käfig, da gibt es noch ein Szenario. Ich fand das DLC doch größer als erwartet. Und habe mich dann für das falsche Szenario entschieden. Denn es ist so, Ende 2021, ist noch gar nicht so lange her, aber auf alle Fälle wurde da auch ein Szenario angekündigt, in der neuen Welt, als Einstimmung für den 4. Season Pass. Und ich hab's mir damals irgendwie so mitbekommen und so und dachte, ja, kann man bei Gelegenheit machen. Aber hab's irgendwie total verpennt, wie das Szenario hieß. Und hatte es deswegen nicht mehr auf dem Schirm und hab's in der letzten Aufnahmesession, die jetzt nie erscheinen wird, also den angeklickt und dort begonnen. Dabei hat's gar nicht mit dem 4. Season Pass zu tun, das war schon ein bisschen vorher. Wir haben es noch nicht gemacht. So, warum habe ich jetzt noch neu begonnen? Das liegt daran, ich hatte zum Glück nur 2 Folgen aufgenommen damals, bei diesem Szenario. Und er hat aber dort immer vom 4. Season Pass gequatscht und so und dem ersten DLC, dass das dazugehört und das ist ja nicht so. Da hat er mir jetzt, komm, ist ja noch relativ früh, hat noch nicht so viel gezockt, also kann ich jetzt nochmal von vorne beginnen. Also sprich die Aufnahmesession nochmal von vorne beginnen und das Szenario, was wir gleich sehen werden, werde ich aber trotzdem noch spielen, Freunde, hier am Let's Play, gar kein Thema. So, DLC verfügbar, keine Hoffnung, natürlich. Wollen wir bestätigen im aktuellen Szenario. Sind wir jetzt also ganz kurz zurück in der alten Welt, nur um zu gucken, dass wir hier natürlich die Waren fehlen. Ist klar. Uns fehlt auch Eisen, ist sogar kein Wunder. Doch eigentlich schon, warum fehlt eigentlich Eisen? Wenn man fragen darf. Aber eine reine Eisenroute, hallo? Sie haben an Einfluss gewonnen. Nimmt 200 Tonnen Eisen mit und das reicht nicht. Lecco mio, ey. Wo ist er überhaupt, wenn man fragen darf? Hey, wo fliegt denn der jetzt hin? Ich bin viel zu beschäftigt, um an so etwas Profanes wie Essen und Schlaf zu denken. Meine Freunde, wir gehen gleich darüber. Ich frage mich jetzt so gerade, wo gehst du jetzt hin? Hä? Kannst du bitte mal ganz kurz eine Waren ausräumen? Ich würde gerne eine kleine Tanzrevue inszenieren. Ich selbst bin keine schlechte Tänzerin. Aber ich brauche Ihre Hilfe. Kein verstaubtes Ballett. Das wäre zu langweilig. Eine Huldigung der feinen Künste und der Kulinarik.
Für so eine Aufführung braucht man Tänzer. Bunte Farben und Persönlichkeiten. Wie ein Obstsalat. Genau, ob das jetzt zwar auch mit dem 4. Season was zu tun hat oder dass es einfach per Zufall kommt, kann ich jetzt nicht sagen. Das aber keine... Wir befinden uns in bester Gesellschaft. Naja, das aber nicht irgendwie auf Zeit geht und so, machen das später. Ich nehme jetzt echt Wunder, wo der jetzt hingeht. Und vor allem, was mit dem los ist. Der soll in Norton Bay, der ist die erste Station, soll der Uni 200 mitnehmen, dann nach Bovis gehen, falls sie unten zu wenig hat. Den Rest auch auffüllen. Und hier wiederum entladen. Okay, so wie es aussieht, war gerade das Ding hier. Handelt. Jo, 500 Eisen eingeladen. Und haben wir aber aktuell einen enormen Eisenverbrauch. Lecco mio, ey. Also, ich hatte es eben noch am Schirm, aber... Das machen ja alles Eisen. Ja, Nähmaschinenfabrik brauchen Eisen, okay. Stören Sie sich nicht an den Dampfwolken. Die Hochradwerkhallen, die sind mir auch bewusst. Der Fabrik verbraucht Eisen, ja. Und hier irgendwo, ja gut, dann natürlich noch 2 Hochöfen im Petto. Wir können den mal pausieren, wenn ich jetzt so einen hohen Verbrauch an Stahl habe. Ich weiß gar nicht, was er aktuell überhaupt bräuchte, um... Hier ist der Kautschuk. Dann haben wir aber genug. Wir müssen dementsprechend auch genug Dampfwägen haben. Hier habe ich auch nichts. Hey, wofür brauchen wir überhaupt Stahl noch? Da will man sich auf ein neues Szenario einlassen und prompt ist man wieder am Arsch. Da werden sie dann sehen, wenn wir zurückkommen. Und ich mich dann wieder frage, oh, was hat bloß Vergangenheitsmangel getan, warum funktioniert alles nicht mehr? Wir kennen es ja. Okay, Freunde, also, wie bereits geplant oder bereits erwähnt in der letzten Folge, wir lassen die alte Welt vorläufig wieder mal hinter uns und begeben uns in eine neue Welt. Hier gäbe es eben das Neues zu bauen, und zwar eine Hacienda mit Ornamenten, mit allem drum und dran, das soll alles ganz geil werden. Machen wir auch alles noch, aber nicht jetzt, weil man sowieso erstmal überlegen muss, wo zum Teil ich das hinbaue, damit wir das auch einigermaßen ausbauen können. Weil ich hatte damit nicht gerechnet, als ich damals hier die neue Welt anders aufgebaut habe. Wenn das zu sagen, wir haben irgendwie eine neue Insel oder so irgendwie lieber. Ja, man könnte sich halt zwar hier fragen, aber dann irgendwie gewisse Dinge verschieben soll oder so, oder irgendwie auch Bäume, dass wir nicht alle hier haben. Ja, müssen wir alles mal gucken. So, so eine Anlage habe ich hier gar nicht mehr, aber dafür sind die voll. Und dann kaum Kampfverbrauch. Ich meine, ich könnte hier Baumkatalog umstellen und auf Zitrusfrüchte. Lass den Kampf hier mal Kampfer sein, weil ich glaube, aha, hier haben wir auch noch Zitrusfrüchte. Ja, okay. Darum kümmern wir uns, wenn wir uns mal dazu entschließen sollen, die Hacienda zu bauen. Ich platziere sie einfach mal so testweise. Die Hacienda wirklich irgendwie hier hinkommt. Ja, warum eigentlich nicht, aber dann müssen halt die Dinger irgendwie auch verschieben. Im Café müssen wir eh gucken, ob wir dann einen alten Welt überhaupt nach Kaffee brauchen von hier. Aber ja, ein anderes Thema. So. Dann die Weltkarte. Wir haben hier die 2 Szenarien, nicht das hier, da hier. Eden am Ende, das silberne Käfig.
Das Silberne Käfig ist ein Szenario vom 4. Season Pass. Das Szenario Eden am Ende kam noch vor dem 4. Season Pass. Also genau der, den ich vorhin erwähnt hatte, der eigentlich schon gegen Ende letztes Jahres erhältlich wäre und ich da einfach noch keine Zeit hatte. Der insofern eigentlich auch cool wäre mit allem. Ich habe es eben ganz kurz angeguckt. Aber ich würde das eben jetzt nochmal neu starten und richtig machen. Und wird aber trotzdem, glaube ich, zuerst das hier machen, weil es eben halt zum 4. Season Pass dazugehört und das dann danach. Und mir dann dafür noch einen Plan überlegen, weil Eden am Ende ist krass. Der hat es echt in sich, muss man so sagen. Dann mache ich mal ganz kurz nochmal ein Ding. Warte mal. Jetzt sind wir bei Folge 3, 4, 1. Eigentlich ist es ja falsch. Eigentlich wäre es eher 3, 2, 3, 2. Also sprich die letzte Folge noch, stimmt. Ne, obwohl. Da muss ich aufpassen. Doch, stimmt. Mal ganz kurz umbenennen, weil das Problem ist ja, jetzt starte ich ja in dem Szenario. Das hat hier mit der Kampagne selber ja an und für sich nichts zu tun. Ein Kampagnenspiel schon, es ist ja ein Szenario. Trotzdem baue ich darauf auf und hoffe, wenn wir es abgeschlossen haben, irgendwie Items zu bekommen, die wir dann hier übernehmen können. Da bin ich halt noch unschlüssig, ob das überhaupt geht. Oder weshalb man sonst irgendwie im Kampagnenmodus auch Szenario übernehmen kann. Okay, dann mal nehmen wir das. 3, 2, 3, 2. Da habe ich noch einen Backup-Spielstand. So. Da besser gesagt, so weit, so gut. Ja. Ganz kurz gucken. Was Collivier oder ein entlang der Insel verbannt. Seine Aufgabe: Silber abbauen und verarbeiten und dabei dem extremen Winter trotzen sowie unbarmherzige Fristen einhalten. Schön. Langen Sie Vascos Land, seine Titel, seine Ehre zurück. Uiui. Freunde, legen wir los. Jetzt Lieferungen ab, schließen die alle anderen Lieferungen ab. Haben Sie bei der letzten Lieferung dann Tonnen Silber im Lager. Sehr gut, ist nicht auf Zeit. Gott sei Dank, hey. Weil eben, Eden am Ende, das Teil geht ja auf Zeit, hey, Alter. Ich habe dort zwar eben, wie gesagt, nur irgendwie so 40 Minuten oder so, also 2 Parts aufgenommen gehabt. Aber ey, das Ding ist ja, boah. Und wenn man halt Gold erreichen will, wenn man irgendwie sagen, ja, Bronze, Silber erreichen will, ist kein Problem. Ordnung von König Joao, dem Dritten seines Namens, seiner hochwohlgeborenen königlichen Majestät, Herrscher über die Kolonien der Krone und so weiter und so fort. Vasco Oliveira, aufgrund ihres Versagens, das Kapaun-Zepter zurückzuerlangen, werden sie ihres Amtes als persönlicher Berater des Königs enthoben. Auf Anordnung seiner königlichen Majestät, in Abstimmung mit seinen geschätzten und unbestechlichen Ministern, werden sie nach Deserto de Prata verbannt, wo sie zum Zeichen der Wiedergutmachung eine Münzprägestätte errichten und diese widerspenstige Region den wohltätigen Händen seiner königlichen Hoheit anheimstellen sollen. Mögen sie ihre Strafe erfolgreicher umsetzen, als sie ihre Pflichten erfüllt haben. Oh, um Himmels Willen. Los geht's. Vor 40 Tagen wurde ich ins Exil geschickt. Verbannt in die fernen Einöden des Imperiums. Zusammen mit einer erbärmlichen Bande von Verstoßenen. Nun sehe ich ihn, Milai Pichu, thronend auf seinem Schatz. Ein Berg aus Silber, inmitten von kargem Ödland.
Ich spüre die Feindseligkeit dieses Ortes. Andere waren hier und sie sind alle gescheitert. Jeder Gouverneur und Geologe, Bergmann und Missionar, alle sind fort. Aber ich werde es schaffen. Ich werde den Schatz des Berges heben, meine Ehre wiederherstellen und meine Heimat wiedersehen. Der silberne Käfig. Die Mine. Wiedergutmachung, erste Lieferung, okay. Außer des Königs wird ihnen erst einen Besuch abstatten. Die Siedlung, irgendeine eine Siedlung, in der Silber abgebaut werden kann. Beherbergen zwischen Leros, Silbererzmine. Okay. Bewässerung. Was? Ist das ein Kombi aus Neuer Welt und Embesa? Sommer, durchschnittlich. Wettervorhersage. Okay. Was haben wir für neue Waren? Hier oben noch nichts Neues. Silbererz vorkommen. Das ist neu. Das kennen wir so noch nicht. Silbererz. Okay, soll es zerstören? Ah, wir kriegen Waren zurück, Gott sei Dank. Ungefähr ist irgendwie auch ein Tipp, so vom Wegen, aha, die Dinger muss ich wieder da und da errichten, quasi. Und ich weiß, aha, das Dorf bestand vorhin aus den Gebäuden und dem Gebäude. Mögen wir mit mehr Erfolg gesegnet sein als unsere Vorgänger. Eine Hacienda, Freunde! Lernen wir uns endlich kennen, worum es überhaupt bei dieser Hacienda geht. Ist. So. Natürlich mal die Infrastruktur, zumindest die Straßen und so mal ein bisschen beibehalten, die es hier gab. Trockenes Holz, Effekt im Einfluss Holzfällerhütte und Köhlerei. Alter, das haben endlich mal die Jahreszeiten einen Effekt auf das, was wir hier abernten können. Ist das geil. Silbererz vorkommen, sehr schön. Ja, natürlich das Problem halt Bewässerung war. Ich glaube, wir werden es auch schon... Wüstenweg, okay. Wir werden es natürlich auch schon demnächst hier sehen, was man hier alles abholzen kann und was eben auch nicht. Weil ich glaube, wenn ich jetzt hier einfach mal ein Jonglero-Haus bauen würde, hätten wir schon mal ein kleines Problem. Deswegen mache ich erstmal Marktplatz und guck mal. Warte mal. Anderes Geld. Reis. Das Gesamtvermögen aller Regionen. Reis. Und Reis kein Fleiß. So. Bauen wir mal ein Jonglero-Haus. Und gucken mal, was die so brauchen. Markt. Grundbedürfnis. Hätten wir. Tortillas. Rum. Okay, Wasser brauchen wir noch gar nicht aktuell. Das gefällt mir, Freunde. Das macht es aktuell noch ein bisschen einfacher. Was? Nee, oder? Oh, wenn da schon kein Holz mehr. Okay. Holz soll hier kein Problem sein, haben wir gerade gelesen. Aber was natürlich mit dem Holz ein Problem werden könnte, ist die Versorgung insofern, da die natürlich Wasser braucht, wa? Also um das Thema Wasser werden wir nicht herumkommen. Erinnert einen auch wieder ein bisschen nicht nur an MBS, sondern halt auch an Anno 1404. Boah, ich habe das Spiel geliebt, hey. Setz dich lieber in den Schatten, Cheffe. Gleich. Machen wir hier noch ein Lagerhäuschen, aber ich baue es glaube ich hier hin. Also man noch irgendwie hier draußen etwas machen müsste.
Wobei mich gerade die Frage ereilt, ob wir überhaupt... Lagerhäuser brauchen, wenn die Hacienda haben. Was? Hacienda-Unterkünfte. Ihr Einwohner leben hier. Oh Gott, das will ich jetzt vorsagen können. Brauerei. What the F? Für Obreros, für Journalisten. Ah, kann direkt die fertigen Häuser bauen. Aber es muss ihn. Okay. Sogar mein Alpaka José streikt bald. Ja, ich sehe schon. Okay, die Hacienda bauen. Wäre ich dafür, Freunde? Also mal ein bisschen ausprobieren, was das genau bringt und so. Aber der braucht halt auch Ziegel, also das hier ist teurer. Deswegen mache ich erstmal die Gebäude hier. Und dann den Rest. So. Nicht genug Arbeitskraft. Okay, ja, Sender dient auch dafür als Lagerhäuschen. Weil natürlich hier gerade das näher wäre, also würde ich das natürlich gerne bauen dann. Jetzt muss ich aber erstmal noch ein paar Bewohner haben und habe wieder kein Holz mehr. Und mehr ziehe ich nicht ein, da ist ein Verlust. Einmal für eine Seite entscheiden. Vorher was sagen können, ja, alter Schwede. So. Jetzt aber. Der erste Eindruck zählt. Der letzte bleibt. Schnauze. Mit dir keiner gequatscht. So. Geht es echt mal erstmal ein bisschen darum zu gucken, was man alles machen kann, auch nachher mit der Hacienda. Wobei, das heißt nachher, kann es jetzt schon machen. Hoffen wir, dass es heute nicht grütze. Ich nehme vor allem Wunder, wie viele Einwohner hier überhaupt reinkommen. Okay, doppelt so viele. Natürlich haben wir auch andere Bedürfnisse, ist klar. Rum, Schnaps, Chili-Soße. Aber wisst ihr was, Freunde, wenn es ja eher auf der 4. Season passend so ist, ich würde mich, glaube ich, eher ein bisschen darauf konzentrieren, die Hacienden zu erforschen. Weil dann können wir die nachher, wenn wir aus dem Szenario wieder raus sind, das dann in der neuen Welt effektiver auch einsetzen. Wenn wir schon ein bisschen Erfahrung gemacht haben. Verbindung Obrero. Die Frage natürlich, kann ich nicht aufsteigen, wa? Nee, das geht nicht. Also ich brauche schon normale Obrera, die ich hier mit denen irgendwie erreichen muss. Damit ich dann hier die Gebäude bauen kann für die. Das ist schon interessant. So. Dort hier müssen bald kommen. Viele hungrige Mäuler und kaum bestellbarer Boden. Ja, ich merke schon. Ich merke, dass wir ein Problem haben, aber erstmal war auch hier noch ein zweites Sägewerk. Mehr Wunder werden sowieso gleich kommen, also sehe ich jetzt kein Problem. Und kann irgendwie für Ziegel und so sorgen, aber erst einmal bestellbarer Boden, wie er so schön gesagt hat. Trantronaneros insgesamt, eine Silbererzmine, Schließen Sie alle anderen Lieferungen ab. Okay, das heißt, die hier vermutlich auch, wa? Wiedergutmachung. Erste Lieferung, aber ich weiß gar nicht, wie viel er überhaupt will. Warte mal. Auch Ziegenfarm. Maisplantage. Erfordert bewässern den Boden. Ziegenfarm zwar nicht, kann aber dadurch beeinflusst werden. Und Tortilla-Bäckerei. Der Einfluss ist relativ easy, wie ich gerade sehe. Oder auch nicht. 2 Maisplantagen, 2 Ziegenfarmen für eine Tortilla-Bäckerei. Ja, vielen Dank dafür auch. Warum? Okay. Ich nehme an, es ist etwas
was viele nachher brauchen werden. Das heißt, ich muss erstmal hier gucken. Im Fundament, im Reservoir. Wenn es Monsuns Regenwasser. Wettervorhersage Monsun-Durchschnitt. Ach! Okay. Das heißt, dann werden wir irgendwie. Ja. Viel Wasser kriegen. Hoffe ich jetzt mal. Das heißt, ich versuche es mal hier draußen zu bauen, weil hier haben wir ein bisschen Wasser. Ach du Scheiße, okay. Freunde, ich würde sagen, wir schauen uns nächste Folge genauer an. Zurück bei Anno 1800. Wir sind hier beim Szenario der 4. Season vom ersten DLC, das dazu gehört. Oh Mann. Ja, der silberne Käfig, ja, genau, der war's. Und Hacienda und so können wir hier auch bauen. Es ist irgendwie eine Kombination aus neuer Welt, aber auch ein Besa. Verspricht viel Spannung. Und ich hoffe, es geht in nächster Folge genauso spannend weiter. Zurück bei Anno 1800. Ich sage an der Stelle vielen Dank fürs Zusehen und bis dahin. Ciao zusammen.